habe ich mitgebracht, ne, eben mein Handy in so einem Taschel und mein SMS-Heft, ja. Das ist für mich lebensnotwendig. Was will ich sagen? Lobenswert? Nein. Bevor ich das SMS versende, lese ich mir den Text noch einmal durch und dann hammerl ich den verliebten SOS-Ruf in mein staraltes Handy. Ja. Ne? Liebe Lisi, ich weiß, du bist noch urjung und weißt noch gar nicht, was es bedeutet, wenn ein reifer Herr, wie ich zum Beispiel, lange Eier hat. Nein, das hat mit Altherrensex nichts zu tun. Ich stecke in einer Lebenskrise. Meine Eier werden Tag für Tag länger, weil man andauernd stinkfad ist. Deswegen schreibe ich da, liebe Wurscht. Treffen wir sie morgen um Punkt 11 Uhr vormittags in der U6-Station Westbahnhof. Wir gingen dann aufs Herren-WC. Keine Sorge, ich gebe der Klofrau 10 Euro Schweigegeld. Und in einer Scheißkabine, ja, zeige da mein Eierproblem. Ja, bitte Lisi, lass mich nicht im Stich, komm pünktlich. Wenn's nicht um Punkt 11 da bist, renn aufs Häusl und schneid mir mit meiner Minimotorsäge, ja, das Eierunikum an. Und dann verbliert ich und stirb jämmerlich als Menschenochs im Männerklosett. Willst du das haben, Lisi? Willst du das haben? Ich glaub nicht. Also komm um 11 Uhr, du süße Eierhuhr. Na, ist doch ein lieber Text. Und den muss ich jetzt da eine Hammer, das wird ein Horrorhocken werden. Ne? Zack. Da schau, jetzt geht das Spielen. Wahnsinn, ich bin ja wie verzaubert. Meine Finger sind verzaubert. Wahnsinn, bin ich bin ein SMS-Genie. Was? Und schon kriege ich eine Rückantwort. Die Lisi schreibt mir zurück. Komme. Wie oft schreibt ihr noch? Komme nicht. Gescheiß. Da brauche ich aber meine Minimotorsäge auch nicht mitnehmen zum Westbahnhof. Das erledige ich jetzt gleich. Nein, ich scheiß drauf. Ich pack das nicht mehr. Diese Rieseneier. Mit denen kann ich nicht mehr leben. Nein, ich will mit diese Monstergogel nicht mehr leben. Ich mach das jetzt da konsequent, ja. Das ist die Schlussfolgerung daraus, ja. Ein bisschen Angst habe ich schon, weil ich mache das erste Mal in meinem Leben, ja. Ich bin ja kein Stierschneider oder Ochsenmacher. Wahnsinn, ist der Schad, ich muss erst aufheben. So, da ist er. Wumsch! Das hat gar nicht weh da. Und ich fühle mich so leicht, wie ein Vogel. Grüß euch.